Ja, das Thema ist die höchste Auszeichnung. Das heisst, da können wir uns gerade mal fragen, was ist denn aus eurer Sicht denn die höchste Auszeichnung, die ein Mensch in seinem Leben in dieser Welt eigentlich bekommen kann? Was ist aus deiner Sicht die höchste Auszeichnung, die ein Mensch in diesem Leben, in dieser Welt bekommen kann? Ihr könnt euch auch ein bisschen unterhalten darüber. Vielleicht habt ihr jetzt bei den Gesprächen oder sonst gemerkt, dass die Schweiz ein relativ schwieriges Verhältnis zu Auszeichnungen hat. Zum Beispiel ist die Schweiz eines der wenigen Länder, wo keine staatliche Auszeichnungen verleiht, wie Verdienstorden oder andere Sachen. Das ist in der Schweiz unglaublich wichtig, dass niemand irgendwo ein bisschen überragend ist. Alle werden gleich eingedampft, so ein bisschen auf der gleichen Ebene. Ausser bei 2, 3 Sachen gibt es natürlich schon Ausnahmen, oder? Wenn es um Sport geht, da sind Auszeichnungen hoch gefragt und hoch dotiert. Oder wenn es um Wissenschaftlichkeit geht, zum Beispiel. Die Arten von Auszeichnungen sind aber auch ganz verschieden. Wenn du den Pokal willst, ich habe gerade gesehen, eingangs Grümpelturnier, oder? Das ist so die Zeit, die dann kommt, wo die Untrainierten sich am meisten verletzen, weil sie Vollgas geben wollen, weil sie gewinnen wollen. Sie wollen den Pokal holen. Und das ist so, bei den einen Auszeichnungen, da hast du nur eine Chance, da musst du einfach der Beste sein. Pokal, Medaillen, Abschlussprüfungen, Graduierungen. Und dann gibt es aber andere, da wirst du ein Stück weit ausgewählt, da kannst du dir schon Mühe geben, aber entscheiden tun eigentlich die anderen. Eine Jury, zum Beispiel Nobelpreis oder Oscar oder andere Sachen. Oder in der Familie, dass du als Mutter und Vater vom Jahr gewählt wirst. Ja, da kannst du dir viel Mühe geben, aber du kannst nicht sicher sein, dass du das dann wirklich auch überkommst. Genau. Vielleicht habt ihr euch auch ein bisschen schon sehr fromm unterhalten, was Auszeichnungen betrifft. Das wäre meine zweite Frage gewesen. Was ist denn aus der Sicht der Bibel die höchste Auszeichnung, die ein Mensch bekommen kann? Was ist aus der Sicht der Bibel die höchste Auszeichnung, die ein Mensch bekommen kann? Sind jetzt alle still? Nein, ich habe nicht gesagt, ich soll darüber reden. Was ist es? Es ist eigentlich wirkt es vielleicht manchmal banal, aber ich glaube, es ist gut gerade an Pfingsten, wenn man merkt, dass Sachen, die normal geworden sind, eigentlich unnormal sind. Die höchste Auszeichnung ist eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu haben. Das ist die höchste Auszeichnung, die ein Mensch bekommen kann. Persönlich erfüllt zu werden vom Heiligen Geist. Eine persönliche Beziehung haben zu Gott. Ihn Vater zu nennen. Sein Kind zu sein. Christ zu sein. Tönt mit den Jahren banal, oder? Wie wenn man schon über 50 ist, wenn ich, gut über 50, knapp, nein. Und irgendwie schon x-mal Pfingsten erlebt hat. X Sünden erlebt hat. Und so vieles einfach normal wird. Pfingsten. Das ist einerseits so ein führendes Schlussbuch von diesen Viertig, wo uns den Weg aufzeigt, wie Gott wieder Menschen will zu sich haben. Aber gleichzeitig ist Pfingsten der riesige Startschuss.
Startschuss ins Zeitalter mit dem Heiligen Geist und erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist ist die höchste Auszeichnung. Und darum, Pfingsten heisst, die höchste Auszeichnung ist für mich, mit dem Wort können wir es auch ausdrücken, die höchste Auszeichnung ist von Gott selber berufen zu sein. Von Gott selber eingeladen worden sein. Von Gott selber persönlich gerufen worden sein in Gemeinschaft mit ihm. Der Paulus drückt es an verschiedenen Orten sehr verschieden aus, aber zwischen dem 1. Korinther 1, Vers 9 schreibt er, treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet in die Gemeinschaft mit seinem Sohn, Jesus Christus, unserem Herrn. Wir sind berufen worden in Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn. Pfingsten ist ja so ein bisschen der unfassbarste Viertag, oder? Die anderen kann man sich gut vorstellen. Sie hat irgendwie mit Handlungen zu tun, mit Erlebnis. Jesus ist auf die Welt gekommen, man kann es sehen, er ist am Kreuz gestorben und auferstanden, die Leute haben das gesehen. Aber seit die Himmelfahrt, die Auffahrt, ist ja alles eigentlich wieder so ein bisschen in die 4. Dimension zurückgegangen. Es ist zwar erlebbar, aber man kann Jesus nicht mehr anlangen, man kann nicht mehr mit ihm essen, man kann ihn nicht mehr sehen, nicht mehr direkt mit ihm reden, so wie wir jetzt miteinander ein Stück weit reden oder so, wie ich zu euch rede. Und das ist nicht so einfach für uns Menschen, weil die Gemeinschaft, wenn wir jetzt hier lesen, wir sind berufen in der Gemeinschaft, hat die Gemeinschaft im Alltagsleben elementar damit zu, dass wir jemanden sehen, dass wir mit jemandem Zeit verbringen. Jemandem die Hand schütteln, jemanden umarmen, jemanden spüren, mit jemandem reden, diskutieren. Und doch ist es das Größte zuerst einmal, dass wir durch den Heiligen Geist unsichtbarer Art und Weise in die übernatürliche Gemeinschaft mit ihm berufen worden sind. Es ist die höchste Berufung für einen Mensch, vom Höchsten persönlich berufen worden sein, mit ihm zusammen zu sein. Übernatürliche Gemeinschaft mit dem Höchsten. Der Johannes, der ja so ein bisschen der Lieblingsjünger war von Jesus und viel gewusst hat von ihm und verstanden hat von ihm, er hat irgendwie, als er darüber nachgedacht hat, er fast die Worte nicht mehr gefunden. Im 1. Johannes 3, wo er sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen, und wir sind es. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ihr Lieben, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht zutage getreten, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir, wenn es zutage tritt, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Er hat einfach nur noch staunen und sagen, hey, wow, das ist das Größte. Und wir haben noch keine Ahnung, was das einmal wird bedeuten. Aber es ist jetzt schon atemberaubend und es wird noch viel grösser werden. Und der Paulus beschreibt es ja so ein bisschen anders als Kind sein dürfen durch den Geist von Gott. Denn die vom Geist Gottes, Römer 8, Vers 14, denn die vom Geist Gottes getrieben werden, das sind Söhne und Töchter Gottes. Ihr habt doch nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, um wiederum in Furcht zu leben. Nein, ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Eben dieser Geist bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes, Miterben Christi, sofern wir mit ihm leiden, um auch so mit ihm verherrlicht zu werden. Und für das hat Jesus ja alles gegeben. Pfingsten, der Schlussbucke, Schlussfeuerwerk von dem Rettungsplan von Gott und gleichzeitig ein Startschuss ins Zeitalter vom Heiligen Geist, was höchsten ist, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu haben. Für das hat Jesus alles gegeben. Für das hat der Vater den Geist ausgegossen. Dass wir frei von jeglicher Verurteilung und irgendwelcher Angst vor einem Gericht dürfen leben jetzt. Als Kind von Gott. Wo wir dürfen alles bitten, jederzeit zu ihm beten. Wir müssen nicht irgendwie auf Jerusalem reisen oder irgendwo hin. Wir müssen nicht einmal selbst daher kommen, sondern überall, wo wir sind, hinter dem Steuer, einfach ohne Augen zu machen. Aber sonst können wir überall mit Gott reden. Gemeinschaft ohne Angst.
Und das, obwohl Jesus ja Herr ist, das heißt ja da auch, treu ist Gott, durch den ihr berufen wurde in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Er ist der allmächtige Gott. Und jetzt entscheidend ist, wir haben hoffentlich schon alle Ja gesagt zu einem Leben mit Jesus Christus. Aber das haben wir nicht eigentlich selber gemacht, sondern der Paulus sagt, wir sind gerufen worden von ihm. Wenn man zu Abend vielleicht manchmal an einem Kind muss rufen, jetzt wo die Übung wieder ein bisschen länger werden, komm heim. Persönlich angesprochen worden, persönlich eingeladen, wir sind berufen worden, beim Namen gerufen. Und der Paulus redet sogar im Epheserbrief davon, dass die Berufung, das Rufen, das persönliche Rufen von uns selber in Gemeinschaft mit ihm sogar schon erfolgt ist, bevor Gott überhaupt die Schöpfung angefangen hat. Und darum gibt es nichts Größeres. Es gibt nichts Größeres als ein Kind sein von Gott. Als erfüllt worden sein mit dem Heiligen Geist. Und das Geniale ist, es steht allen offen. Allen gleich. Sonst sind ja Auszeichnungen etwas brutal Exklusives, oder? Du musst entweder schaffen bis zum Umkehren und erreichst es vielleicht gleich nicht. Machst alles dafür und kommst es gleich nicht über. Und die Pyramide der Auszeichnungen, die ist unglaublich dünn gegenüber, oder? Wer wird schon Olympiasieger oder Olympiasiegerin? Das ist unglaublich exklusiv und je wertvoller das eigentlich so eine Auszeichnung scheint, umso weniger Leute erreichen es ja. Weil eine Auszeichnung, die alle bekommen, ist keine Auszeichnung mehr, oder? Es zeichnet sich auch gerade aus, dass Auszeichnungen nur die wenigsten erreichen, die wertvollsten. Und Gott sagt, ich schenke es allen. Ich schenke es allen. Jedem. Gott hat die höchste Auszeichnung bereit und sagt einfach, es ist für alle. Kann man sagen, es ist gemein, es ist ungerecht, so wie es vielleicht die einen ein bisschen Mühe haben, wenn da gratis SIM-Karten für Ukraine verteilt werden oder die gratis können fahren plötzlich und so. Aber irgendwie sind jetzt ein paar Beispiele, so ist Gott. Nicht, dass man es so machen als Staat, das will ich nicht sagen, sondern einfach, es sind Beispiele, wo man sehen kann, ja genau so hat es eigentlich Gott gemacht. Er hat einfach gesagt, komm, es ist parat und nimm. Und jeder Ukrainer, der nicht Zug gefahren ist bis zum 31. Mai, ist selber schuld. Es war parat. Aber er musste fahren. Aber Jesus ist auch schon alles bereit. Man könnte sich so vorstellen, wie wenn schon für jeden Mensch eigentlich ein Schliessfach parat wäre und jedem wird der Schlüssel geschenkt, aber es muss einfach jeder abholen. Seine Gotteskindschaft. Aber es ist parat. Jesus hat gezahlt. Jesus hat alles vorbereitet. Er schließt niemand aus. Wir nur sagen, ja, Jesus, ich will das Leben aus dir haben. Und darum sind Christen nicht zu höherem berufen, sondern zum Höchsten. Nicht um etwas Besseres zu sein, aber einfach das zu leben, was Gott eigentlich will. Und das ist eine Berufung, die nie den Wert verliert. So menschliche Berufungen, die verlieren manchmal ganz schnell an Wert. Zum Beispiel Fußballtrainerberufungen oder Hockeytrainerberufungen. Zum Beispiel. Oder Berufung in einen Job. Man findet, du bist der Beste, du bist am besten geeignet und ein Jahr später steht man auf der Straße. Selbst die stärkste Bindung, die familiäre Bindung in dem Sinn, die familiäre Berufung, das ist auch so etwas, wir werden in eine Familie berufen, oder? Die können wir nicht wählen, haben manchmal Vorteile, manchmal Nachteile. Aber die wird enden. Die Bibel sagt klar, unsere familiären Bindungen und Berufungen werden in der Ewigkeit nicht mehr die Rolle spielen, die sie jetzt spielt. Aber die Berufung, Gottes Kind sein, das bleibt. Und das ist für mich die Frage, auch für mich jedes Jahr ab Pfingsten, ja, bin ich einfach froh über einen Tag mehr frei und so und cooles Pfeilen oder hey, da ist Geniales passiert ab Pfingsten. Das haut mich aus den Socken. Kann ich darüber staunen mit offenem Maul wie Johannes.
Löst eine Freude aus, Dankbarkeit, vielleicht eine Liebe zu Gott. Und auch da, wenn es uns fehlt und wir darunter leiden, dann dürfen wir ja Gott bitten darum. Jesus, erfüll mich mit deinem Geist. Erfüll mich mit deiner Freude. Die Beziehung pflegen und vertiefen, mit Jesus zu reden, mit der Bibel, aber eben auch mit anderen Christen zusammen. Das ist ja eigentlich eine Doppelberufung. Die Berufung in die Gemeinschaft mit Jesus ist eine Doppelberufung. Es ist nämlich eine Berufung in eine persönliche, unsichtbare, übernatürliche Beziehung zu Jesus. Und sie ist verbunden mit einer übernatürlichen, geistlichen Berufung in die Kirche. Weil am Pfingsten ist beides passiert. Ab da sind Menschen erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und dort hat es angefangen, dass sich Christen treffen sollen. Das ist eine Doppelberufung, das kann man nicht trennen voneinander. Beide Berufungen sind untrennbar verbunden. Die Bibel unterscheidet das ja gar nie. Die Gemeinschaft mit Gott hat immer die beiden Richtungen vom Kreuz. Das eine, die Vertikale, das Persönliche mit Gott, und das andere, das Horizontale mit den Menschen. Das ist immer miteinander verbunden. Und Pfingsten heisst, Gott ruft alle zur Gemeinschaft mit Jesus und Gott ruft alle zur Gemeinschaft mit anderen Christen. Weil theoretisch gibt es ja keine Gemeinschaft. Darum hat Gott ja auch die Kirche ins Leben gerufen, weil er weiss, Menschen brauchen eben auch etwas für ihren natürlichen Sinn. Darum ist die Kirche da. Wir brauchen auch etwas, dass wir Sachen sehen können, erleben, spüren, schmecken, fühlen, empfinden. Aber das ist die Kirche da. Und wir sehen es da im 1. Korinther 12, Vers 12 und 13, was heißt, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Und warum? Warum ist das so? Und eben, man kann ja Jesus und seine Liebe nicht voneinander trennen. Weil das auch nicht so gesund ist, wenn wir das bei uns machen wollen. Uns von unserer Persönlichkeit oder von unserem Körper trennen. Das gehört zusammen. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden. Und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden, Griechen, Sklaven, Freie, Hembracher oder Walliselder oder was auch immer. Wir sind alle mit demselben Geist erfüllt worden. Das ist die doppelte Berufung. Die persönliche Beziehung mit Jesus, aber auch in die sichtbare von der Kirche. Es sind beides Berufungen. Natürlich wählt man dann, mit wem dass man ein bisschen enger zusammen ist, wo dass man in die Kirche geht und alles. Das ist klar, das ist individuell, muss man das immer wieder mal anschauen. Aber die Berufung, ein Kind Gottes zu sein und die Berufung, ein sichtbarer Teil vom Leib zu sein, die sind nicht voneinander zu trennen. Und beide Berufungen sind übernatürlich durch den Heiligen Geist. Wie es ab Pfingsten passiert ist, Leute sind erfüllt worden vom Heiligen Geist und ab da haben sie sich angefangen auch regelmäßig treffen als Christen. Ihr seid berufen worden in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und darum gibt es kein Christsein ohne persönliche Beziehung zu Jesus und eigentlich gibt es von der Bibel her auch kein Christsein ohne persönliche Gemeinschaft mit anderen Christen. Jetzt das Wie, das Wann, wo, mit wem, ja, das sind Sachen, die komplett anders sein können. Je nach Kultur, je nachdem, wo das in der Welt stattfindet, je nach Regierungssystem, wie viel Freiheit das man hat, wie viele Leute das wir sind und weiss nicht was. Aber das Ob, das ist keine Frage. Wir sind berufen, mit Jesus persönlich unterwegs zu sein. Wir sind berufen, zum Miteinander mit Jesus unterwegs zu sein. Beides sind übernatürliche Berufungen. Aber eben das Wie gibt nur eine Vorgabe, lebt die Gemeinschaft. Dann ist es natürlich super, wenn wir jetzt jemanden haben, dem man noch mit Essen noch ein bisschen eine gute Noten verteilen kann und so, weil die Gemeinschaft in der Bibel hat eben viel
Gemeinschaft geht durch den Magen, oder? Oder ein Teil mindestens davon. Wie wir Gemeinschaft leben, hat natürlich auch damit zu tun, was sind wir für eine Lebenssituation. Was haben wir für Bedürfnisse? Ich denke, ein Teenager hat andere Bedürfnisse, auch andere Möglichkeiten, andere Verfügbarkeiten. Als junge Eltern, die sich da balancieren zwischen Wäsche, Schwindel und Arbeitsbergen. Oder Leute, die schon älter sind und eigentlich theoretisch Zeit hätten, aber Kraft nicht mehr haben für vieles. Und so ist eigentlich jeder aufgerufen, um zu schauen, wie kann ich Teil sein, Teil haben in meiner Situation, in dem, wo ich kann und bin. Wie kann ich Gemeinschaft leben? Und die Gemeinde ist aufgefordert dazu, wie können wir helfen, das zu verwirklichen. Und ich weiss auch, dass bei all dem sehr viele Erwartungen sind, immer wieder an andere Menschen und an die Gemeinde. Teile sind sicher berechtigt. Und gleich müssen wir sehen, zuallererst bin ich selber persönlich als Peter berufen, mit Jesus zu leben. Und ich bin berufen, zum Gemeinschaft zu leben. Und wir leben in einer Zeit, wo Eigenverantwortung und Selbstbestimmung unglaublich wichtig sind. Das, glaube ich, in weiten Teilen widerspricht das der Bibel nicht. Ich glaube, die Bibel haltet sehr viel von Eigenverantwortung, auch sehr viel von Selbstbestimmung. Eigentlich ist ja ein Christ der selbstbestimmt ist, der kann leben, weil er frei ist. Wenn man es so anschauen will. Natürlich unter dem Dings von Gott. Aber ja, die Erfüllung von Gott erleben oder das Ziel vom Menschsein zu erleben, ist ja eigentlich die höchste Selbstbestimmung. Aber das gilt aber, glaube ich, auch für die Gemeinschaft. Also ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich alles will selber regeln und selber entscheiden im Leben. Und ich hoffe, dass wir das alle können, selber können posten, selber unseren Lebensunterhalt verdienen und. Aber dann die Erwartung haben, dass wir in der Gemeinde fast die Winde gewechselt werden. Wir sind berufen, als eigenverantwortliche, selbstbestimmte Christen, das Leben ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Nein, aber auch geben. Und das Geniale ist, nach Pfingsten, dass die Berufung eigentlich nicht irgendwie auf die Vergangenheit beschränkt ist. Und das dunkelt mich auch Pfingsten wichtig. Pfingsten ist nicht einfach irgendwo mal etwas ausgegossen worden oder irgendwo ist da mal eine Kirche gegründet worden. Oder vielleicht auch unser persönliches Pfingsten, mögen wir vielleicht unser Leben, wo wir unser Leben Jesus Christus gegeben haben. Vielleicht haben wir speziell etwas erlebt, vielleicht nicht, aber das war irgendwo einmal gewesen. Aber der Geist ist immer noch gleich wirksam. Und darum brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Wir sind gut ausgerüstet, auch für die Zukunft. Pfingsten ist mehr. Gottes Geist ist ausgegossen worden, auch für den Alltag heute, für den Alltag morgen, für übermorgen, bis Jesus wiederkommt. Also die Auszeichnung von dieser Berufung, die höchste Auszeichnung, das Kind Gottes zu sein, ist ja nicht einfach nur ein Trost für die Ewigkeit. Also es ist ja nicht so, dass Gott alles tut und wirkt, damit der Mensch zum Glauben kommt und nachher lässt er ihn quasi tief gefrieren und tut ihn dann auftauen an der Auferstehung. Es geht weiter. Es lebt. Auch wenn niemand von uns die persönliche Zukunft kennt, auch wenn niemand die Zukunft der Schweiz kennt, auch wenn niemand die Zukunft der Welt kennt und menschlich gesehen es ganz einen Haufen Gründe gibt, um sich Sorgen zu machen, wir müssen uns keine Sorgen machen. Weil wir haben den Herr, der mit seinem Geist anwesend ist und uns ans Ziel bringt. Die Berufung beruht auf der Treue von Gott. Der Vers 1. Korinther 1,9 hat ja angefangen. Treu ist Gott. Die Berufungen, die Gott ausspricht, basieren auf der Treue von Gott, auf der Zuverlässigkeit von Gott, wo man abstützen kann, im Hoch und im Tief. Im wirtschaftlichen Boom und im wirtschaftlichen Niedergang, in Krieg und Frieden.
Alles basiert auf der Zuverlässigkeit von Gott. Und die Berufung basiert ja, dass er der Herr ist. Treu ist Gott, durch den er berufen wurde in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist für mich so ein Bild, wie wenn ich in zwei Händen von Gott geborgen bin. Unten hebt mich Gottes Treue. Und oben ist seine Allmacht. Und er hat mich berufen, in dem zu leben. In dieser Realität gehalten sein, getragen sein von der Treue von Gott und beschützt sein und erfüllt sein mit der Allmacht von Gott. Und das gehört auch zu der Berufung. Die Berufung beruht ja nicht auf nichts, sondern auf dem, was Gott selber ist. Treu ist Gott, durch den er berufen wurde in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und mit dieser Doppelberufung in Gemeinschaft ist auch ein Versprechen von Gott verbunden. Ich bin für dich da, bis ich wiederkomme. Oder du zu mir kommst. Und da erinnert Paulus auch die Verse, die am Vers 9 vorangehen, also der Vers, treu ist Gott, durch den er berufen wurde in die Gemeinschaft seines Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, ist eigentlich ein Abschluss von dem, was ich euch jetzt noch bringen möchte. Weil ich glaube, dass das uns auch Freude und Hoffnung vermitteln, Zuversicht, Trost, weil das ist Gott, das ist Pfingsten. Ich danke euretwegen meinem Gott allezeit für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben worden ist. In ihm seid ihr reich geworden an allem, reich an Wort und Erkenntnis aller Art. Denn das Zeugnis von Christus ist bei euch so fest verankert, dass es euch an keiner Gabe mangelt, solange ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus wartet. Er wird euch auch Festigkeit geben bis zum Ende, und kein Tadel wird euch treffen am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist Gott, durch den ihr berufen wurdet in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Und da sehen wir wieder, die Treue von Gott und die Allmacht von Gott beschränkt sich nicht irgendwie auf ein Versprechen, wo mal in der Ewigkeit wird eingelöst werden. Natürlich vollumfänglich schon. Aber jetzt macht er uns schon reich. Jetzt schon erfüllt er uns. Im Reden, im Handeln. Wir sind total beschenkt. Und er gibt das, was wir brauchen, bis er wiederkommt, bis ans Ziel. Und da muss ich ehrlich sagen, selbst als Pastor frage ich mich, Gott, hast du da ein bisschen zu viel versprochen? Wenn es da heisst, denn das Zeugnis von Christus ist bei euch so fest verankert, dass es euch an keiner Gabe mangelt. Huch! Also manchmal hat man den Eindruck, Gemeinde ist so eine Mängelliste, oder? Dort fehlt, da fehlt Geld, dort fehlen Leute und so, oder? Aber das ist vielleicht ein bisschen schweizerisch. Man hat das Glas immer ein bisschen halb leer gesehen als halb voll. Aber er schreibt, wenn wir wirklich in Jesus verankert sind, dann soll es uns an keiner Gabe mangeln. Hängt aber damit zu tun, dass wir wirklich erwarten, dass Jesus Christus wiederkommt. Das heisst einfach, wenn wir da im Glauben wirklich mit pfingstlichen Sinn unterwegs sind, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Ohne Mangelerscheinung. Und es tönt unglaublich. Aber jetzt ist noch eine Herausforderung. Wer betet mit für das? Dass es auch so ist, der eigene Gemeinde. Wer glaubt mit, dass das Gott auch kann? Wer lebt seine Berufung, die er bekommen hat von Gott, mit? Aber wir dürfen wissen, er macht uns fest im Glauben, bis er wiederkommt. Er schenkt uns alles. Wir brauchen keine Angst zu haben, auch für die Zukunft nicht, weil wir von dem Gott von der Treue, von der Zuverlässigkeit, dem Gott von der Allmacht, von ihm persönlich
gerufen worden sind. In Gemeinschaft mit ihm persönlich, aber auch in Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich will noch beten. Ja, Jesus, ich preise dich. Ja, ich muss auch sagen, mir fehlen eigentlich die Worte, um das zu beschreiben. Und es tut mir leid, wenn es manchmal so normal war oder manchmal auch ist im Leben. Ich bin dein Kind, ich bin Christ. Du bist das Höchste, was es gibt. Im ganzen Universum, bis in Ewigkeit für einen Mensch. Danke, dass du alles gemacht hast. Dass du gekommen bist, dein Leben gegeben hast. Und ich bete dich an, Vater im Himmel, dass du deinen Geist ausgossen hast. Dass jetzt das überall verfügbar sein, deine Fülle, deine Kraft, deine Zuverlässigkeit, deine Allmacht. Ich möchte dich einfach bitten, zeig es immer wieder neu, dass du lebst, dass du wirkst. In meinem Leben, in unserem Leben, aber auch in unseren Gemeinden. Amen.